Das ist der Herbert und das ist die Moni. Und der Herbert, der ist krank. Und es gibt nicht viel Schlimmeres für eine Frau, als wenn der Mann krank ist, gell? Ha? Ich weiß schon, die Süddeutsche hat letztes Mal geschrieben, ich habe es selber gelesen, das stimmt gar nicht. Das ist ein Mythos. Die Männer sind viel tougher, als was man meint, aber ich weiß nicht, gell? Die Erfahrung. Aufpassen. Mein Gott, Frau, ich spür's genau. Mein Hals, der kratzt mich wie die Sau. Mein Schädel brummt die Fürstern weg. Bring mir doch einen heißen Tee. Geh, Frau, jetzt bitte, schau mich an, siehst nicht, ich bin ein kranker Mann. Geht's denn nicht ein bisschen schneller? Sag, was suchst denn jetzt im Keller? Ich flag da oben, bin schon halb tot und sie erkennt nicht mal meine Not. Um Himmels Willen, ein kranker Mann. Jetzt geht das Geschirr schon wieder um. Bring mir einen Tee, bring mir Tabletten, am Ende fallen bloß nur Zigaretten. Jammer, jammer, das wär schön, das kann dir echt auf die Nerven gehen. So kannst man nicht mal Fieber messen. Und meinst der wie ein Apfel essen? Vitamine waren nicht schlecht, gib mir was Gesundes, ich bitte dir recht und hol mir doch das Meditonsin. Ich glaub, das macht halt echt einen Sinn. Eine Wärmflasche kann die vertragen, ja Herrgott, muss ich dir denn alles sagen? Ich red doch eh schon so wie blöd. Merkst nicht, dass es nicht schneller geht. Eins nach dem anderen lieber Mo, weil ich halt auch nicht hexen kann. Mei, bist du ein hartes Weib. Ja, tu ich dir den gar nicht leid. Siehst nicht, wie triggert das mir geht. Ich glaub, bei mir ist eh alles spät. Jetzt hör auf, also es kann nicht mehr. So schnell, da hol ich mich gewiss nimmer. Ich hab's Gefühl, es wird allweil schlimmer. Ja, Mo, hör auf, ich glaub das schon. Du bist ein richtig kranker Mo. Dein Handy klingelt, ich geh hin, das war ja eh viel schwer für dich. Du, da war der Martin dran. Er meint, er fällt der 4. Mo. Ich hab gesagt, du kannst heute nicht, du liegst halb tot schon in deinem Bett. Okay, Frau. Ja, so schlimm ist dann schon nicht. Was ist das für ein saudummes Gerät? Wo sind sie denn hin? Darf ich die fragen? Jetzt Kim, das kannst du mir auch schon sagen. Im Wirtshaus im Harthockers beieinander. Du kannst fein nicht, weil du bist krank. Ah ja, ich glaube, es kann schon gehen. Schau her, ich kann schon wieder stehen. Und mein Kopfweh ist schon fast vorbei und ewig krank. Kann man nicht sein. Jacken, Karten und der Geld. Muss schon schauen, dass mir nichts fällt. So, und schon bin ich dahin. Geh ruhig ins Bett. Wart nicht auf mich. Was war jetzt das? Das kann nicht sein. Jetzt fällt mir wirklich nichts mehr ein. Ich sage jetzt besser nichts dazu. Ich glaube, ich sage jetzt eher nichts. Wir wohnen jetzt sonst geschafft. Ja. Meine Mutter hat früher 16 Minuten oder genauso du. Ja. Jetzt kommen wir langsam zum Schluss und am Schluss, da verteile ich immer ganz gern an ein paar Leute zu Mützen. Ja, weil jetzt werden wir ja alle miert.
Und das sind Stirnhausratschen, Schlafmützen. Und ja, die kriegen immer ein paar Leute von mir, eigentlich deswegen, weil die müssten dann vielleicht einmal wieder kommen, wenn ich einmal in der Olympiahalle spiele. Also es dauert nicht mehr lang. Weil ich fahre rum, so in ganz Bayern und Österreich, und dann kriegen wir ein paar Leute eben diese Mützen und die müssen dann auch in die Olympiahalle gehen. Und langsam, glaube ich, kann es mir voll werden. Ja. Und weil halt diese Mützen die Frauen immer nicht aufsetzen, weil die haben so schöne Haare, kriegen die immer die Männer ohne Haare. Jetzt weiß ich, dass wir die halt